Guten Abend bei Dickrich TV, wo wir heute an der Chain-Wirtchen Schloss holen, was an der Altstadt von Dickrich steht. Das historische Gebäude am neugotischen Stil wurde mal dem Kutschenentrepreneur August Wirtchen gehört. Von 1889 bis 1950 Stunden, wo heute Gemengenhaus innerbrucht, an heute ist das der Sitz vom Dickricher Conservatoire du Nord. Ja. 2003 ass zwei Musikschule vum Dickrich an Nettelbrick de Conservatoire du Nord ginn, den op die zwei Seiten opgedeelt ass. Dickrich war dabei vun Ufang an op den Tanz spezialisiert, nief klassischem Ballet an Expression korporell, gëtt op vun Ufang an Jazzdance enseigniert. Fir Pat Tiras, die lo schon 28 Jahre am Ersatz ass, huet sech mam Conservatoire awer munches geënnert. Ich muss so das eng aner Arbeit als Konservatoire, dass ich méi op seg Examen fixiert an dass mich streng gin an nimi so lach wie man waren. Aber gesagt in der Woche de Resultate, dass ich bessere Resultate krit. Der Teil aus eng Ufängerklasse, dass die Schüler so gut mitkommen können, daher, dass die Mädchen über die Ballet oder über Pre-Jazz-Klassen de WHH von tun und du schon eng Basis tun. Die meisten von den Schülern machen der Teil wohl als Hobby, aber wie will kann er doch mit dieser Formation zu professioneller Dancerkarriere bringen. Du bist gerannt. Wir holen einen Buchstabe B. Für was gehst du so sehr? Ich weiß nicht. Okay, wir machen noch ein bisschen B. Mitte. Si, si, do, re, si, do. Nicht so sehr. Mit mir. Wie mich frei aufhängt, den dabei natürlich die besseren Chancen hat. Maya hat zum Beispiel heute schon mit 6 Jahren mit der Geige angefangen, ohne viel Kenntnisse am Solfège. Not nach Rhythmus hat er alles bei seiner Prof gelehrt. Heinz, du üben zwar mal langweilig aus, aber wenn Mama sieht, ich muss üben, dann übe ich. Ja, weil Mama kann ja nicht helfen. Mama kann keine Musik und Papa kann auch keine Musik. Das heißt, Maya könnt hier hin und das nicht mehr bei dir für Sophie, wo alles lehrt. Das ist so, ne? Und mich mit ganz viel Frieden. Das ist mein 25. Jahr dieses Jahr, dass ich hier bin. Und ich meine ganz gerne, noch immer. Das war schon viel besser, mein Stopp. Geier eingerufen. Der Conservatoire du Nord zu Dickrich ist allerdings nicht nur am Wirtchen Schloss in der Brust, so gehen zum Beispiel auch Klassen an der Gare, heiersten Departement von der modernen Musik, wo ein Drumset, Keyboard oder klassisch Gitarre lehren kann. An einem mit jugendlichen und unkonventionellen Kader. Et gëtt den Renner auch nach Tanzklassen an der Primärschule an dem Gericht vu Ballet enseigniert gëtt fir Alice Angelini ass dat Hai hireieren alleréischten Dag als Prof am Conservatoire du Nord. Je voulais vraiment enseigner dans un conservatoire parce que dans un conservatoire, on a tous les atouts pour un apprentissage de la danse correct. Donc, on a de beaux espaces. On a des pianistes qui accompagnent les classes de temps en temps et puis les élèves ont plus de cours hebdomadaires pour pouvoir développer leurs compétences en danse. Haut awermol gëtt nach dem Programm vum Lächtjoer wiederholl echtens Mol fir das Profe Gefil fir d'Schüler krit, an der awer och well dës viel verpasst hun. An Prof muss gucken, wéi de Niveau ass, ob schon die Schülerinnen schon am 8. Joer Ballet machen, ass et hier wichtech, dats all Movement sitzt. Es sind ganz viel Freude, es sind ganz viel Freude, sind froh der Lachen. Allem awer natierlech soll Musik Spaß machen, trotz Examen an engem professionellen Enseignement, dun er noch de Wee fir allméiglech Karrieren opmischt. An dat ass haut es das so gut beim Solfège de Fall. Oh, wie Pikiji!
Ja, bei mir als den Sous-Direktor vom Conservatoire du Nord, den zuständig ist für den Sitz zu Dickrich, Sebastian Duque. Du hast just recht angefangen mit den Kuren die letzte Woche. Ich habe gesagt, du wirst immer ziemlich viel los, du wirst ziemlich viel gewuselt, bis ihn sich mal gefunden hat. Ich will nun für ihr, das war sicher ein ganz flotter Moment. Ja, für uns ist es ein spezieller Moment, wenn es den 15. September am Lass geht, weil besonders nur der Präparationsphase von 3 Wochen vor der Schulrentrée also dann eine besondere Belohnung, wenn das Haus sich mit Kanner, mit Musik füllt. Ja, was ist dann eigentlich die Spezialität von diesem Konservatoire? Heute zu Dickrich haben wir eine Spezialität, also haben wir paar Spezialitäten, die nach von der Zeit von der Dickricher Musikschule, das heißt 2001, datieren. Und das die moderne Musik, das heißt eben Jazz, Pop, Improvisation, aber auch den Tanz, das der klassische Ballet, aber auch den Jazzdance und Tanz contemporain. Wir haben noch Urgelhai, das ist ein Fach, das wir zu Ettelbreck nicht anbieten. Und hier sind wir immens verwindet mit den 2 wunderschönen Instrumenten, die wir stehen haben, also an der Kirche auf der einen Seite und aber auch an der Dekanatskirche, wo wir natürlich ein Luxusinstrument stehen haben. Die hat Covid-bedingt den ersten Kehr virtuell Visite für den Ausschreibungen und das war noch teilweise ganz persönliche Sachen, die die Profen sich vorgestellt haben. Wie war dann allgemein die Erfahrung damit? Ja, also normalerweise haben wir immer als klassisch Porte ouverte am Mai. Die konnte natürlich das Jahr Covid-bedingt nicht stattfinden. Und dann haben wir natürlich eine Lesung müssen sichern. Und wie ganz viele Gebäude haben wir dann die Porte ouverte virtuell gemacht. Wir hatten da eigentlich einen guten Retour, weil unsere Inskriptionen sind relativ stabil geblieben das Jahr. Das ist eine Sache, die nicht so selbstverständlich ist, sodass ich denke, dass die Porte ouverte virtuell wirklich etwas bräuchte. Und wir haben besonders darauf gehalten, dass als Profen, als Enseignants eine persönliche Message rübergehen, was für die Schüler immens wichtig ist. Bis welchem Alter kann ich überhaupt hier an das Konservatoire kommen? Ja, also wir bieten Kurse nun ab 4 Jahren, das ist den Cycle Éveil Musical. Nur oben ist kein Limit gesetzt. Also ein erster Schüler am Moment hat 74 Jahre. Das heißt, dass jeder willkommen. Wir haben noch den Cycle Adult, neben der traditionellen Offer für Kinder und Jugendliche. Hält ihr dann eigentlich auch noch selber Kur? Ja, ich halte nach 6 Stunden. Es war mir wichtig, für nach den Kontakt zu behalten. Den Kontakt mit den Schülern und den Kontakt natürlich auch mit dem Instrument. Sind dann eigentlich viele Schüler, die hier aus dem Konservatoire rausgehen, oder so, denen habe ich richtig etwas beigebracht? Es geht nicht nur darum, für professionelle Musiker auszubilden, da das ein Teil von unserer Offer, aber auch natürlich nur ein kleiner Teil. Wichtig ist, dass der Schüler etwas mithält. Und da das, wir machen nicht aus jeder groß Virtuosen, aber für uns ist es wichtig zu wissen, dass der Schüler gerne kommt während seiner Ausbildung hat und das noch weiterführt mit seinem Instrument. Aber wenn noch, ich weiß nicht, nur 10 Jahre nach einem Schüler auf der Straße begegnet, dann sieht er nach morgen und sieht, dass er sich nach mit seinem Instrument befasst, dass er an seiner Musik spielt oder an so seinem Ensemble, dann hat er ihn als Pädagog gewonnen. Bon, ich sage nicht vielmals merci. Diesen ganzen Sommer hat die Nordstadtjugend eine echte Aktivitäten für die große Vakanz präpariert. Und zwar hast du von allem geboten: Velostouren, Wasseraktivitäten, Spielen und das auf den verschiedensten Plätzen hier am Land. Unter anderem aber auch unter dem Jugendhaus zu Dickrich an der Franz Domanns, den wir sich ein paar Aktivitäten für euch angeguckt. Julie am Dickricher Gemengepark. Nordstadtjugend huet de sogenannte Body and Cult nomatisch geplant, wo die Jungs sollen besser Körpergefühl kreen. Besonders das Jahr, wo sie Covid-bedingt mehr angesperrt waren wie sos, sind so Aktivitäten am Freien eng willkommen gelehnt, für und dir zu kommen. Ich komme mir öfter hin, weil zu den Normans etwas zu dienen an der Vakanz. Und jetzt sind sie nicht daheim für den Computer und bewegen sich ein bisschen, bis etwas Produktives machen.
2020 ass die eich Editionioun vun den Summeraktivitéit vun der Nordstadtjugend. Wir hatten net schon eicher geplant, weil leider personaltaschennech fir net méiglech Mülo seit engem Joer den regionale Service ausgebaut aufgrund vun der COVID-19-Situation hummer einfach passend von den Jungen Möglichkeit zu gehen, sich aber auszuleben, an Erfahrungen zu sammeln, auch für viele Sachen, die müssen aufgesucht gehen. An die Indikateuren von der Nordstadtjugend bieten ihnen noch richtig flott Sachen. Für den Body- und Kaltatelier zum Beispiel gibt sie Heilo von professionellen Trainern und Technik vom Crossfeder gefordert. Ein Sportart, die sich auch gut eignet für Leute, die nicht so sportlich unterwegs sind. Er geht sowohl Ausdauer, Kraft, wie aber auch die Mobilität vom Körper trainiert. Wir machen viel Mobilität. Die Leute gehen sich viel mehr beweglich zum Schluss. Und wir präparieren die Leute darauf für Sachen an ihrem Alltag zu machen. Natürlich schwere Sachen drohen, Birsch oder Treppen hochklimmen ohne Probleme, kann drohen, so Sachen. Also du siehst immer wirklich, dass die Leute schnell fit gehen, mehr fit für alles am Leben. Weil die Jungen haut durch die sozialen Medien ein unrealistisches Bild kreieren, wie ich hierbei ausgesehen hat, also der Responsable von der Nordstadtjugend aber auch darum ging, dass sie heute lernen, nach ihrem Body zu gucken, ohne in der Druck von den Bildern aus Instagram zu stehen. Aber weil er für sich wohl zu fühlen, auch auf eine gute Ernährung aufpassen soll, geht er noch auch nach einem Coaching an Sachen Essen. Wie läuft das? Alles gut? Wieder dran? Könnt vielleicht immer ein, zweimal scheißen, ne? Ein paar Wochen mehr später beim Wellwasserkanal zu Dickrösch Sedal schwammen. Haut das bei der Nordstadtjugend Kajakfahren nur gesucht. Aber weil verschiedene das noch nicht gemacht haben, geht es für die Runde nach ein bisschen Teambuilding-Aktivität für mich aber zu gehen, also sich besser kennenzulernen. Weil Sommeraktivitäten haben noch eine ganze Partie Neuleidung gezogen. Das ist über Zeit immer ein bisschen schwierig für Junker zu erreichen, nicht nur weil da so viel fort sind, weil aber kannst, da musst du mehr in die Jugendhäuser die Zeit dann auch gerne mal ein bisschen mehr eidellos mal so. Und dann über Aktivitäten haben auch ganz viele neue Junker erreicht, die vielleicht sonst nicht über Aktivitäten dabei waren, weil die man es flott ist. Also schöne neue Bekanntschaften, wo sich da geschlossen und im Optimalfall können wir die Leute auch mal führen und die Jugendhäuser und Schule im Lass geht. Okay, voilà, also heute ist ein Parcours, wo wir noch fahren, ganz geschwind. Wir gucken uns das noch ein bisschen genau an. Aber uns ist es so, wir klimmen hier hinten an einen kleinen Trab, die runter ins Wasser geht. Da klimmen wir ins Wasser ran, paddeln ungefähr 5-6 Meter runter und dann fahren wir noch längs. Auf alle Fälle aber sind die Aktivitäten immer gut am Vorfeld präpariert. Ob schon das Wasser zu dieser Zeit nicht wirklich gefährlich ist, weil man nach Druck kurz auf ein Maximum aus Sicherheit geguckt. Mit Kask, Neoprener, Schwimmwest müsste jeder da durchkommen. Ihre Last geht aber sicherheitshalber auch nach einer kleinen Aufhörung gemacht. Wenn du drauf hast, fällt ihr direkt drauf im Boot, ne? Das ist ja kein Gefahr. Ne? Aber wenn du drauf hast, dann nicht versichern, dort zu laufen am Kanal. Ne? Aber immer auf die Rück legen und Face noch viel. Ja, die Aktivität ist wirklich, neben dem sportlichen Volley, haben wir auch den edukativen Volley, den wir mit Booten machen, die wirklich den Approach zum Kajak immens einfach machen. Das ist tatsächlich Jugendhaus absolut ideal. Da kann quasi jeder sich da Druck geben, wenn ein bisschen motorisch fit ist. Das ist absolut kein Problem. Und dann ist es aber endlich soweit und der Spaß für jeden garantiert. War de cool und hat sich nicht viel gelangweilt. Das war auch gut. Hat den Spannung gehabt, hat noch Aufkillung. Es schon cool fand, dass sie halt eben durch die Strömungen kann gehen und das ist auch überall Leute, wenn die irgendwie abgepasst, so falls selbst geschieht ist und es ist auch gesagt, wie man soll am besten reinkeln und so weiter. Das ist schon immer am besten fand, wenn es so raufgegangen ist, weil da ist immer komplett überschwemmt. Also sie sind schon ganz nass. Es hat ganz viel Spaß gemacht. Da freut sich schon noch mehr. Fazit von der Nordstadtjugend Sommeraktivität, Wiederholung garantiert. Also die spannendste Sache für die Jungen war eigentlich alles, was man mit Wasser zu tun hat. Die Aktivitäten waren noch direkt ausgebucht
Und da kommt auch das Feedback, dass nächstes Jahr definitiv mehr so Aktivitäten müssen stattfinden. Und das werden wir dann noch probieren, für nächstes Jahr umzusetzen. Definitiv wird man nächstes Jahr Sommeraktivitäten aufbieten. Wahrscheinlich ein bisschen mehr kurz und ein bisschen mehr intensiv. Das heißt mehr Aktivitäten pro Woche. Aber da muss man alles gucken, wenn man wirklich aufgeschlossen muss man festhalten, wer das gut kommt, wer das Mann gut kommt. Und da probieren wir das natürlich und Zusprüche und Bedürfnisse von den Jungen noch besser zu adaptieren. Von der Busfahrt dann hat bestimmt schon die schönen Ekran gesehen, die weil an den neuen Bushäuser zu Dickrich installiert sind. Er kriegt nicht nur in der Nächtzeit Dauerzeiten von der Bus affichiert, wie während dem Warten auf den Bus kann ihn sich über alles informieren. Am jedes Jahr hat Dickrich 10 neue Bushäuser gut und nicht nur das, ein Logo noch nach hochmodern digital Ekran dran installiert. Von oben die wichtigsten News von der Gemengenaktualität durchlaufen, auf wo ihr noch direkt gesehen wenn ihr den nächsten Bus könnt. Für mehr an Detail zu gehen, da kann ihr sich durch das Programm klicken. Bei Mobilität seht ihr in ganz Licht mit den geplanten Deparen, am Agenda genau Manifestationen angewiesen. Bei Aktualität kriegt ihr die wichtigsten Novellen für die Bürger aus der Gemeinde, ein Trailer vom neuesten Film, den am Kino angelaufen ist, sowie auch Videomaterial über die Gemeinde. Für mich schnell da durchzukommen, einfach swipen, und schon könnt ihr auf die nächste Seite. So geht Pferde sicher nicht mehr langweilig. Dann noch über den Sommer auch die neue Leichtathletik-Laufpiste Stadion an der Rue Merten fertig gehen, wo schon neue Rekorder gelaufen werden. Diesen Monat soll die neue Laufpiste angeweiht gehen, hat aber schon ein kleiner Vorgeschmack. Kulturell gesehen sieft Nament die neue Ausstellung am Kulturhaus an der Rue du Curé rekommandiert. Er stellen unter dem Titel Feminar zur Zeit eng 8 Künstlerinnen aus, die an ihrer Kunst Frauen den Vordergrund setzen und eng weiblich Sicht auf die Welt bieten. Und das mit den unterschiedlichsten Techniken und Stilen. Die Ausstellung ist noch just bis den 27. September, außer Mendes als all darauf von 10 bis overs um 6. Eigentlich soll dann nur am Kulturhaus der bekannten internationale Festival de la Gravure aufgehalten gehen, den die Vereinigung La Palette seit langen Jahren organisiert. Das SPL, die 1948 von Dickricher gegründet war, sollte ihre Membern die Möglichkeit geben, hier Werke am Kader von Ausstellungen zu weisen. Neben dem Festival de la Gravure haben sie dafür 2-mal am Jahr noch weiter Expoen am Kulturhaus, aber das Jahr ist alles ein bisschen anders. Kulturhaus am Geschichtsmuseum ist ein Platz für Künstler von allen Richtungen und Niveauen. Da ist es nicht mehr normal, dass auch die Lokalkünstlerorganisation La Palette hier fest Platz hat. Weil sowohl das Gravure-Festival wie auch die Expo am Juli, wenn es der Covid-Krise aufgesucht waren, und die Responsablen haben geguckt, für im August eine Ausstellung auf die Beine zu stellen. Umso mehr, weil ihre langjährige und treue Vizepräsident Marcel Wagner just kurz vor der gestorben war, auf das Expo dafür auch datiert. Hier war uns als ein ähnlichen Skulptor am Stehen. Dafür waren wir umso mehr froh, dass wir den Marcel immer präsentieren konnte, weil die Ausstellung aber immer ganz schön, wir konnten sie dadurch ganz schön präsentieren. Mit Skulpturen so dazwischen, das war schon flott. Und er hat auch immer eine Hand gepackt, in den Marcel kennt. Sie wird privat oder an einem Männerclub, die weiss, Marcel war immer da. Das ist ganz schwer gefallen, wie man die heute in Expo abgerichtet hat. Das war die Ischke ohne Marcel, dem kein Abend zu viel war.
Für die Ausstellung haben dann noch von den am ganzen 64 aktive Members eng 34 Künstler mitgemacht. Es waren eng 104 Werke präsentiert, von Acryl über Rohlich und Aquarell bis bei Gravuren und Skulpturen sind so ziemlich alle Techniken und Stile vertraut gewirkt. Was für die Organisatoren immer ein großes Defizit ist, so viele verschiedene Werke in Harmonie zu bringen. Aber sie sind froh, dass sich so viele Leute interessieren, für mitzumachen. Die neue Präsidentin, die unter kurzem der langjährige Präsident schon leider auflässt, hofft dem nur, dass sich unter den vielen neuen Membern auch Leute fanden, für an der Organisation in Hand zu packen, weil ein ablackliches Komitee aus vielen älteren Personen besteht, die auch in nächster Zukunft eventuell Welten mit lostrippeln. Und dafür vielleicht die warmen Appell und die als hören, für sich mal vielleicht bei uns zu melden und dann zu gucken, wie sie es können, irgendwie auf irgendeine Art und Weise unterstützen. Das muss keine Großmissionen sein, wir haben so gesehen so Kleinigkeiten, wo Leute wahrscheinlich relativ gut mit der Eins gehen, also das ist keine Affäre, du Kindest vielleicht eventuell nach dem greifen, das wäre schon geholfen. Als Sache Kultur mir einfach nach einen Abruf zu machen. Und zwar organisieren den Dickrischer Geschichtsmusee und dem Militärmusee für den November eine gemeinsame Ausstellung über die Rekonstruktionszeit zu Lützeburg und speziell zu Dickrisch, wo soll die Zeit nomen vom Zweiten Weltkrieg bis an die 60er Jahre dokumentiert gehen. Dafür sichern Sie nach noch Objekten, Fotos oder Dokumente aus der Zeit. Wenn ihr also irgendwie so etwas daheim habt, dann, wenn es kleft, von den zwei Museen kontaktieren. Da wollte ich aber auch noch gerne einen neuen Betrieb heute zu Dickrisch vorstellen. Kurz vor dem Konfinement, da hat sich ein Geschäftsmann von erster nachher näher gelost mit einem ganz speziellen Stil-Bar, den es so bisweilen noch nicht gibt, den Vintage Bar beim Cyril, direkt vis-à-vis von der Kloster. Bonjour, je m'appelle Mocho Cyril, je viens de Echternach, je suis arrivé à Diekirch cette année au mois de février. Je vais vous proposer mon concept ici dans un bar vintage, c'est-à-dire un peu industriel, la décoration, une grande décoration qui vient du fond du cœur. C'est une décoration que j'ai voulu ramener de moi-même, où les gens m'ont demandé si j'avais un architecte et non, c'est à mon goût propre et voilà, je vous ramène dans un endroit où les gens peuvent se sentir bien à l'aise, où je peux vous proposer des petits snacks, pour les moments creux. En hiver, on a l'intention de faire des potages consistants et on a une grande gamme d'alcool. Ça veut dire tout ce qui est des bons whisky, des bons digestives, cocktails surtout en gin. On vous propose des bons gins. On a quelques classiques comme les Morito, les Caipirinha, voilà, ça c'est des classiques aussi. Je vous propose aussi une salle pour vos petites réunions, pour des petits anniversaires. Et la salle du fond, je peux quand même vous présenter parce que il y a 30 ans c'était une boulangerie, donc j'ai gardé la décoration de la boulangerie. Il y a beaucoup des anciens de Diekirch qui sont ravis de rentrer, de voir les anciens fours de leur ancienne boulangerie aussi. Déjà que depuis 8 ans que je suis à Echternach et que j'ai fait tout mon possible pour faire une bonne ambiance, on a su quand même parvenir à avoir une bonne clientèle. Et c'est l'idée que j'avais de venir sur Diekirch pour mettre une bonne ambiance à Diekirch, ramener l'amusement, le bien-être et que les gens ils se sentent comme chez eux, ici chez moi, comme chez eux. Parce que chez moi, c'est chez vous. Voilà. Den Toni war dems as Geschäftsmann, den halt zu Diekirch jiderengem Begriff ass. Wohl kaum Mann huet an net seg hoer vun die Mache gelos, an noch immer mi Fraen fannen de Wee an de Salon Toni. Maien sind den Toni, Bekanntheit zu Diekirch, Coiffesalon. 1992 mengg Dieren op der Esplanade opgemet, woch 7 Jahre lang geschafft hun. Und du mat Personal wären 13 Jahre, so dat ich am ganzen 21 Jahre dowe war. Du konst d'Opportunitéit
An der Rue Saint-Antoine e Salon opzemerre, woch Äder nach Meter Carré hunn, woch mein Salon daneben exportieren an der Spezialitéit Coiffure an. Schon awer seitdem hunn joch Damme gemet, an Mün eis opgeschafft, vun 3 Mann Personal 2013 op haut zu 2020 op 12 Mann Personal, wat och eng grös Leichtung wär duch och még guten Personal. Wo schon lang hun bit Monika, dat war Dele Fiers, Vanessa, Ertier, de José Saxier, Vero Saxier, Jitwen Langzeit, Michael und Rechtwejo gefangen, so wie de Jair, an och nach 4 Leierjungen, Leiermederscher, also dat man do als ganz Kipp bëssen Jitwen seg Spezialitéit huet, an sein Savoir-faire an den Damme so wie an den Herren. Kommt ruhig lernst, wir können jederzeit Wunsch erfüllen. Mir ist nicht willkommen an diesem Salon. Natürlich mit der Besoin an ihrer Coiffure, die was da zur Verfügung hat. Natürlich probieren wir alles fertig zu bringen, das was nicht mehr möglich ist, und probieren ich Wunsch auszufüllen. Merci. Ciao Sandra, merci vielmals, bis nächstes Jahr. Adi, merci. Spätestens hinter diesem Sommer dürft dort Potilotti, ob manst allen Kanner an Eltern zu dickrische Begriff sehen. Am Kader von den Sommeraktionen der Union Commercial, die ganz vakant war, rund um Geschäfte an der Altstadt organisiert hat, goufe doch donnerstes no mittes Lehrstunden mam Potilotti. Wen aber ist das eigentlich? Wir haben Charlotte Reuter bei ihrem letzten Auftritt an der Altstadt getroffen. De Philipp huet sech nach e Glas Mëllech geholl an huet Glas an engem Steck Eidel gedrunk. Et hunn die zwee iwwer dem Schnurreshai gelächt, den dem Philipp am Gesicht hat. Donnerstag, 17. September, hat der Allerkirch direkt beim Dickrischer Geschichtsmuseum. Es ist schon bei einer Tradition, gehen diese Sommer an der Zeit Potilotti ihren Auftritt tut. Charlotte Reuter, die diese fantastische Personage verkörpert, also ist durch Zufall zum Vierlesen gekommen, ob schon sie Literatur und Philosophie studiert und noch Theater gespielt hat. Du hast an der Schule gefehlt, auf einem Leseabend, weil ich auch gerne Theater spiele, haben sie gesagt, oh, Charlotte vertraut sich bestimmt. Und dann habe ich mich getraut und es hat mir immens viel Spaß gemacht. Und das hat sich so einfach entwickelt. Und so liest Charlotte schon über 3 Jahre an Schulen, für Events und auch Privatfeste. Entweder Geschichten, die sie selber geschrieben hat, oder auch Übersetzungen von Büchern, die sie besonders von der Illustration hier schwätzen. Beim Potilotti-Projekt geht es nämlich um mehr wie nur Geschichten. Potilotti ist ja eigentlich gedurcht, war gedurcht am Anfang als ein Vierlesprojekt. Und dafür habe ich immer ein Buch dabei, weil ich will einfach, dass Kinder etwas ganz Gemütliches mit dem Lesen verbinden. Ne? Und dafür habe ich dann meine Leseschlappen dabei. Und sie dürfen sich auch auf den Boden legen, wenn sie lauschen oder auf den Bauch. Da können sie sollen sich hauptsächlich wohlfühlen, wenn sie mir nur lauschen. Ne? Und eben, dass sie gesehen, dass das Buch drinnen, das Buch mir gefällt, wie das sich ausspielt. Das ist das Wichtigste beim Potilotti. Und vielleicht, dass ein bisschen an die Geschichte drantauchen, was den Dekor anbelangt. Potilotti, das ist übrigens eine adlige Madame, die mit 7 Jahren schon nach Plötzeburg gezogen war, weil sie an ihrem Milieu nicht so richtig einzig war. Also den idealen Personage wird Kinder zwischen 2 und 9 Jahren an die Welt von den mehreren Geschichten zu entführen. Das Projekt hat auf alle Fall Success, also soll nach einer ganz anderen Dimension kreieren. Potilotti soll nämlich sich zu den Christen näher losen. Potilotti hat richtig Lust für sesshaft zu geben. Und ich auch. Und ich werde ein Geschichtecafé lancieren heute zu Dickrich. Zielpublikum ist hauptsächlich ältere mit Kindern, aber nicht ausschließlich. Du wirst einen Kaffee sehen, du wirst aber auch Platz sehen, wo ich kann Vorlesungen anbieten, wo ich aber auch ganz gerne externe Leute invitieren. Sie wird Schriftsteller oder Erzähler oder andere Vorleser. Und ich hoffe wirklich, dass es Gebäude gibt, wo Geschichten Menschen bei ihnen bringen können. Wir sind dem noch schon gespannt. Hat die Stange an den Grab, geheizt sein Bein und Lucht an. Aua! Dann haben wir auch noch einen Restaurant-Tipp für euch von Lohn, eine Festrubrik an unserer Emission. An den Anfang von der Kriegskarte möchte Fritio d'Or, ein kleines portugiesisches Lokal, mitten an der Großgasse.
je suis Florinda. Moi et mon mari, nous avons le frites d'or ici à Diekirch. Ça se trouve au centre de Diekirch. Tous les matins ici à Diekirch, j'ouvre à 8 h et j'ai des petits déjeuners portugais, aussi luxembourgeois. On a différentes choses. Nous travaillons aussi avec le menu du jour. On a une spécialité portugaise le samedi, c'était de feijoada. Et on a aussi le mercredi de brada et les autres jours, on a différents plats. Bonjour, je m'appelle Paulo et je fais la cuisine à la frite d'or. Ici, on est en train de préparer une blaquette de veau. Il y en a des oignons dedans déjà, l'huile des olives, la viande et des carottes. Maintenant, on va mélanger les champignons et les petits pois. On a aussi des hamburgers spéciaux, c'est très bon, bifane spécial aussi. Et tout le matin, on a aussi des petits déjeuners, les touradas et les rousses, des cafés, c'est des choses bien. Et soyez un bienvenue. Für den Aufschluss dann noch einen kleinen Teaser für eine grosse Novität zu Diekirch. Und zwar soll vom 1. Oktober rund ein neuer Citybus-Service angefordert gehen, den da leben soll, den Auto in Zukunft mittags daheim stehen zu lassen. Der Louis Express fährt auf 2 Linien und soll für allem die mientliche Quartier am Zentrum von Diekirch verbannen. Als Bierger kriegen bis spätestens Anfang der nächsten Woche Plan mit den genauen Zirkuiten und natürlich auch den Horären heimgeschickt. Der Louis Express mit seinem flotten Design gibt aber sowieso nicht unbemerkt launcht voran. Das war dann aber für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Eine nächste Emission geht es dann wie gewinnt immer 4 Wochen. Bis dahin, macht es gut. Auf jeden Fall, halt euch gesund und munter. Adi.